Mein Ellbogen, das gibt einen blauen Fleck. Alles in Ordnung, das ist nochmal gut gegangen. Aber wo bin ich denn hier? Sand, nichts als Sand. Gerade war ich noch da oben und jetzt bin ich unten in der Wüste. Meine Sachen, mein Steuerknüppel, mein Höhenmesser und mein Schal. Mein Werkzeug, mein Schraubenzieher, mein Hammer und mein Schraubenschlüssel. Und hier sind meine beiden Zeichnungen. Sie sind heil geblieben. Glück im Unglück. Diese Zeichnungen habe ich vor langer Zeit gezeichnet, als ich noch ein Kind war. Zu dieser Zeit habe ich gerade ein Buch über den Dschungel gelesen. Wenn man in den Dschungel reist, muss man Acht vor wilden Tieren geben. Diese Tiere leben ein bisschen anders wie die Menschen. Manche fressen nur ganz selten und manche verschlingen ihre Beute als Ganzes, so wie die Riesenschlangen oder die Boas. Danach können sie 6 Monate lang sich nicht regen und müssen schlafen. Hier ist Zeichnung Nummer 1. Sie zeigt eine Riesenschlange, die einen Elefanten vertraut. Die großen Leute haben gesagt, wieso ich Angst vor einem Hut haben sollte. Aber auf diesem Bild ist gar kein Hut. Deshalb habe ich Zeichnung Nummer 2 gezeichnet. Ein Elefant in einer Riesenschlange. Den großen Leuten gefielen meine Zeichnungen nicht. Sie haben gesagt, ich soll mich mit etwas Wichtigerem beschäftigen, zum Beispiel Geschichte, Rechnen oder ferne Länder. Deshalb bin ich Pilot geworden. Ich habe schon viele Länder von oben gesehen. Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und ein bisschen was von Afrika. Meine Flasche, das ist alles. Der Propeller steckt im Sand und oi, der Motor ist kaputt. Den werde ich reparieren müssen. Das kann Tage dauern. Mein Fernrohr, jetzt kann ich wenigstens in den Himmel schauen. Bitte zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Was machst du da? Bitte zeichne mir ein Schaf. Aber ich kann doch gar nicht zeichnen, das haben die großen Leute gesagt. Sag nichts. Zeichne mir ein Schaf. Meinetwegen. Hier bitte. Nein, das Schaf ist schon sehr krank. Zeichne mir ein anderes. Hier. Diese Hörner, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Das Schaf, das du willst, steckt in dieser Kiste drin. Danke, ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Wieso denn? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt ausreichen. Was ist das für ein Ding da? Das ist kein Ding, das ist ein Flugzeug. Ich kann damit fliegen. Außer ich stürze ab, so wie heute. Du bist vom Himmel gefallen? Ja, genau. Von welchem Planeten kommst du denn? Wieso Planet? Ah, ich verstehe. Du kommst von einem anderen Planeten, vielleicht den Asteroid B612. Der wurde entdeckt, als ich noch ein kleines Kind war. Die großen Leute haben ihm den Namen gegeben. Sie haben eine Vorliebe für Zahlen. Diese Kiste kann dem Schaf in der Nacht als Haus dienen. Ja, und wenn du brav bist, zeichne ich ihm einen Strick und einen Pflock, damit du es tagsüber anbinden kannst. Anbinden? Was für eine komische Idee. Aber sonst läuft es doch davon. Wohin denn? Geradeaus kommt es nicht weit. Ah, du kommst von einem kleinen Planeten. Meinst du, dass dieses Schaf Stauden frisst? Ja, auch Stauden frisst es. Dann frisst es sicher auch Affenbrotbäume. Nein, Affenbrotbäume sind viel zu groß. Nur 3 Elefanten übereinander gestellt können Bäume abfressen.
Bevor Affenbrotbäume groß werden, sind sie ganz klein. Zuerst schlummern sie geheimnisvoll in der Erde, bis einem von ihnen einfällt, aufzuwachen. Dann streckt er sich und treibt einen einzelnen Spross zur Sonne. Wenn es ein Radieschentrieb ist, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es ein Affenbrotbaum ist, muss man ihn loswerden. Schau, da oben ist ein Planet, den ein Faulpelz bewohnt. Er hat die Affenbrotbäume einfach wachsen lassen. Das sieht ja schlimm aus. Deshalb sind sie sehr gefährlich. Ich muss jeden Tag über meinen Planeten spazieren und nach Sprösslingen Ausschau halten. Das ist wie Zähneputzen, langweilig, aber ganz leicht. Jetzt hast du ja ein Schaf, das deine Schrauben frisst. Magst du? Nein, danke. Wenn dieses Schaf Stauden frisst, so frisst es doch auch Blumen. Ja, es frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch die Blumen mit Dornen dran? Ja, auch die Blumen mit Dornen dran. Was haben sie denn die Dornen? Die Dornen, die ihnen wachsen, die haben keinen Zweck. Sie wachsen ihnen aus reiner Bosheit. Das glaube ich dir nicht. Sie schützen sie sich eben so, wie sie können. Und du glaubst das? Ach, ich rede doch nur Blödsinn. Wie du siehst, bin ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Du redest wie die großen Leute. Du bringst alles durcheinander. Ich kenne einen Planeten, den eine Geschäftsfrau bewohnt. Sie hat nie den Duft einer Blume gerochen. Sie hat nie die Sterne angeschaut. Sie hat nie geliebt. Sie hat in ihrem ganzen Leben nichts anderes als Rechnung gemacht. So etwas ist keine Frau. So etwas ist ein Schwamm. Ein was? Ein Schwamm aufgeschwollen und eingebildet. Du bist ja richtig wütend. Ja, und das zu Recht. Auf meinem Planeten gibt es eine Blume, die es nur ein einziges Mal gibt. Und wenn jetzt nur ein kleines Schaf, ohne es zu wissen, was es tut, diese eine Blume mit nur einem Bissen auslöschen könnte, das soll nicht wichtig sein. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihr einen Zaun zeichnen und einen Maulkorb für dein Schaf. Versprichst du das? Ja, das verspreche ich dir. Gut, dann lass uns einen Sonnenuntergang ansehen. Wenn man traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. Wir müssen noch warten. Worauf denn? Na, bis die Sonne untergeht. Ach so. Auf meinem Planeten ist viel kleiner. Wenn ein Planet klein ist, geht die Sonne viel schneller auf und runter. Ich muss immer neu gehen, etwas sitzen und ein bisschen warten. Dann passiert es schon, die Sonne tot und geht runter. Aber ich kenne einen Planeten, der ist noch viel kleiner. Auf diesem Planeten hat man eine Laterne und der Laternenanzünder dazu Platz. Man macht einen Schritt und es ist finster, der nächste Schritt und es ist wieder hell. Der Tag dauert natürlich nur eine Minute, der nächste Schritt und es ist wieder finster. Was macht denn der Laternenanzünder? Er zündet die Laterne an, wenn es hell wird und löscht sie wieder aus, wenn es hell wird. Anzünden. Auslöschen. Anzünden. Auslöschen. Hat der Laternenanzünder denn nie eine Pause? Nein, wieso? Er kann sich nie ausruhen? Nein, aber seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als ob er einen neuen Stern oder eine Blume in die Welt setzen würde. Wenn er sie wieder auslöscht, so ist es, als ob Stern oder Blume schlafen gehen. Das ist eine nützliche Arbeit. Zum Glück hat der Tag auf der Erde mehrere Stunden. Aber jetzt dauert es nicht mehr lang, bis die Nacht kommt. Der Himmel ist so schön. Ich liebe eine Rose, die irgendwo da oben auf einem Stern wohnt. Magst du? Nein, danke. Das, was du da erzählst über deinen Planeten und deine Reise, ist wirklich interessant. Aber ich habe noch immer solchen Durst. Such mir einen Brunnen. Kein Brunnen weit und breit. Aber die Wüste ist auch schön. Die Wüste ist schön, weil bestimmt irgendwo ein Brunnen verborgen ist. Du
Du meinst, was Schönheit ausmacht, ist für das Auge unsichtbar? Jetzt redest du wie mein Fuchs. Schau, da drüben. Ein Brunnen. Ich glaube, ich träume. Alles da? Seil, Kübel, Winde. Gib mir zu trinken. Jetzt habe ich auch Durst. Hier. Ah, tut das gut. Wie hast du den Brunnen gefunden? Man muss mit dem Herzen suchen. Man sieht nur mit dem Herzblut. Das ist das Geheimnis. Jetzt musst du dein Flugzeug fertig reparieren. Ich bin schon fertig. Dann musst du jetzt dein Versprechen halten. Welches Versprechen denn? Den Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für eine Blume. Aber ich kann doch gar nicht zeichnen. Es wird schon gehen. Kinder wissen ja Bescheid. Na gut, überredet. Hier bitte. Jetzt kehrst du nach Hause zurück, oder? Wieso weißt du das? Ich werde auch nach Hause zurückkehren. Weißt du, mein Stern befindet sich gerade über dem Platz, an dem ich gelandet bin. Und meine Rose, sie ist so schwach. Sie hat nur 4 Dornen. Das ist kein guter Schutz. Ich werde traurig sein. Du kannst in der Nacht die Sterne anschauen. Für die erwachsenen Leute sind Sterne nichts als Lichter. Für die Geschäftsfrau, die die Sterne zählt, wann sie besitzt. Für die Geografin, wann sie unerforschte Planeten. Und du wirst Sterne sehen, die lachen können. Wie meinst du das? Auch wenn ich nicht mehr bei dir bin, wirst du manchmal Lust haben, mit mir zu lachen. Denn wir werden immer Freunde sein. Es genügt, wenn du in den Himmel schaust. Du weißt, ich bin da oben auf meinem Planeten. Er leuchtet wie ein Stern. Und du siehst mich mit deinem Herzen. Gut zu wissen. Jetzt lasst uns einen Sonnenuntergang ansehen. Wenn man traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. Wir müssen noch warten, Worauf denn? bis die Sonne untergeht. Es dauert nicht mehr lange. Mein Freund ist zu seinem Planeten zurückgekehrt. Und ja, es stimmt. Ich liebe es, nachts in den Himmel zu schauen. Ich denke dabei an ihn, das Schaf und die Rose. Und ich muss gestehen, ich habe etwas vergessen. Ich habe vergessen, an dem Maulkorb einen Riemen zu zeichnen. Er wird seinem Schaf den Maulkorb nie anlegen können. Was da oben wohl so passiert? Vielleicht hat das Schaf doch die Rose gefressen. Nein, bestimmt nicht. Er gibt gut Acht auf seine Rose. Ja, das macht mich zuversichtlich und auch ein bisschen glücklich. Er hat natürlich recht. Die Sterne lachen leise. Und ich glaube, wenn ich nach oben schaue, sieht er mich auch. Hier ist mein Freund, erschienen und wieder verschwunden. Merkt euch diesen Platz ganz genau. Wenn ihr einmal zufällig hier vorbeikommt, lauft nicht gleich wieder weiter, sondern wartet hier ein wenig. Und wenn dann ein kleines Kind auf euch zukommt, lacht und ständig Fragen stellt, dann wisst ihr sofort, wer es ist. Kommt sofort zu mir. Versprochen? Denn dann ist er wieder da, der kleine